Der Prophet a.s. hat vorher schon zu Khadija gesagt, eines Nachts, als er darüber am Nachdenken war, was kann ich tun, um die Menschen zu Allah zu rufen? Das hat der Prophet gemacht. Deswegen frage ich euch, der Prophet ist euer Beispiel. Lagt ihr schon mal nachts und konntet nicht schlafen, habt euch darüber Gedanken gemacht, wie ihr die Menschen zu Allah rufen könnt? Dann sagt Khadija, komm zurück, leg dich etwas hin, ruh dich etwas aus. Da sagt der Prophet, In kada ya Khadijatu zamanu nawmi wa raha. Ja Khadija, oh Khadija, die Zeit vom Schlafen, die Zeit vom Ausruhen, die ist vorbei. Kad amarani Jibril an undhira an-nas wad'uhum ila Allah. Jibril hat mir schon befohlen, die Menschen zu Allah zu rufen und zu warnen. Wer ist bereit heute zu sagen, der Koran ist mein Buch? Ich liebe Allah und es ist mir egal, ob sich die ganze Welt gegen mich versammelt. Die ganze Welt. Ach ja, aber ich sage euch eins. Allah wird dieser Umma nur helfen, wenn sie diese Izza zurückgewinnen. Wenn sie bereit sind, vor dem Pharao zu stehen und zu sagen, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Aber heute ist es so, Achi, sobald der erste Wind so kommt, ist vorbei. Nein, wir müssen, das nennt man aber dann nicht Feigheit, das nennt man dann Weisheit. Ich habe angefangen mit der Liebe zu Allah und mit der Liebe zu der Religion, dass wir alles von der Religion lieben. Und wenn man die Religion Allahs liebt, dann geht man hier aus dieser Halle raus und dann geht man in die Städte und dann schaut man sich um und dann sieht man, wie da ein türkisches Mädchen zur Prostituierten geworden ist und da ein marokkanisches Mädchen heroinabhängig geworden ist und da ein albanisches Mädchen irgendeinen anderen Schrott hat und da der türkische Junge drogenabhängig ist und da der marokkanische Jugendliche Zuhälter geworden ist und da hat der was und da hat der was und da hat der was. Und die Religion Allahs, es wird sich davon entfernt. Und das Herz, das für Allah schlägt, das kann sich nicht damit abfinden. Das Herz, das für Allah schlägt, das will diese Lage verändern. Das Herz, das für Allah schlägt, will den Adhan hören. Steht Allah bei uns an erster Stelle? Woran denkst du, wenn du morgens aufstehst? Ist der erste Gedanke Geld, dies, das? Ist der erste Gedanke das Gebet? Ist der erste Gedanke, Allah hat mich erschaffen, um ihm zu dienen? Ist der erste Gedanke, ich sehne mich nach Allah, ich will Allah treffen? Überlegt mal diese Situation. Ach, der Prophet a.s. steht vor einer riesengroßen Katastrophe. Abu Talib ist kurz davor zu sterben. Und dann hat er den Schutz nicht mehr von ihm, den er die ganzen Jahre genossen hat. Er ist kurz davor zu sterben. Und sie machen ihm ein Angebot. Hör nur auf, unsere Götter zu kritisieren. Hör nur auf, öffentlich zu deinem Weg zu rufen. Und wir lassen dich in Ruhe. Wir lassen dich in Ruhe, aber lass uns in Ruhe, sozusagen, ja, sinngemäß. Und was sagt er? Achi, direkt das nächste Wort, was er sagt, ist La ilaha illallah Muhammad Rasulullah praktisch. Das heißt, worunter sie verstanden haben, ihr seid auf dem Irrweg. Weil La ilaha illallah, da verstehen die drunter, ihr seid auf dem Irrweg. Brüder, wir lieben Allah. Wir lieben den Islam. Wir lieben den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also ist es logisch, dass der Muslim will, dass die anderen Menschen
den Propheten sallallahu alaihi wasallam auch lieben. Wir mögen das. Wir wollen, dass sie auch den Propheten sallallahu alaihi wasallam lieben. Wir wollen auch, dass sie die Religion lieben. Und wir glauben, dass das der richtige Weg ist. Wir glauben, dass das der Weg zum Paradies ist. Wir wollen, dass die Menschen alle mit ins Paradies gehen. Also müssen wir ein gutes Beispiel voranlegen. Allah sagt im Koran, In tansurullah yansurkum. Wenn ihr Allah helft, wird Allah euch helfen. Wisst ihr, wer Allah ist? Allah sagt, In yansurkumullahu falla ghaliba lakum. Wenn Allah euch hilft, kann euch keiner besiegen. Und wenn er euch in den Stich lässt, wer will euch danach helfen? Und auf Allah sollen die Gläubigen vertrauen. Das ist das Versprechen von Allah. Er sagt, unsere Pflicht ist, den Gläubigen zum Sieg zu helfen. Jeder soll sich selber fragen, habe ich den Koran schon gelesen, von A bis Z? Sagen wir mal eine deutsche Übersetzung der Bedeutung. Hauptsache, du hast mal eine Vorstellung bekommen. Hast du das gemacht? Subhanallah, willst du deinen Schöpfer kennenlernen, dann liest den Koran. Lies die Hadithe vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Allah ist barmherziger mit dir, als deine Mutter mit dir ist. Eines Tages wird der Tag kommen, wo jeder von uns sterben wird. Irgendjemand, der hier ist der Nächste, der stirbt. Und du hast schon 100-mal gehört, der ist gestorben, Mohammed ist gestorben, Mas'ud ist gestorben, Fatima ist gestorben, Vater ist gestorben, Mutter ist gestorben, Opa ist gestorben, Onkel ist gestorben. Irgendwann heißt es, du bist gestorben. Irgendwann wird über dich erzählt, hast du gehört, wer gestorben ist? Der so und so ist gestorben. Und deswegen solltest du wissen, was passiert. Denn Allah sagt im Koran, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Und der Trunkenheit des Todes kommt mit der Wahrheit. Das ist das, wovor du dich hüten wolltest. Du wolltest gerne davor flüchten. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. Und dann wird in das Horn geblasen. Das ist der angedrohte Tag. Was hast du für die Dauer getan? Wer hat heute versucht, seinen Nachbarn mit in die Moschee zu bringen? Wer hat heute versucht, einen Muslim, der nicht betet, mit in die Moschee zu bringen? Wer hat heute versucht, die ganze Stadt einzuladen? Ich frage dich ganz ehrlich, liebst du Allah?